Alles klar. Die werten Herren haben sich beruhigt und nun können wir endlich weitermachen hier bei Risen 3 Titan Lords. So, ich wollte noch ganz kurz nachgucken, was eigentlich hier drin so abgeht. Oh oh. Ja, verschwinde! Entschuldigung, hey. Die also will zum kleinen Abstecher, hey. Das wird wohl nix. Wir vorher in die Taverne gehen. Ist es soweit? Oh Mann, nicht die Geschichte wieder. Warum hört hier eigentlich niemand auf mich? Weil die Schattenwesen, von denen du erzählst, uns gar nichts können. Sie werden kommen und sie werden... Sich höchstens einen Satz heißer Ohren einfangen. Jetzt geh jemand anderem auf die Nerven. Psst. Hey, du! Komm mal her! Was gibt's? Nicht so laut! Sonst kriege ich wieder Ärger mit den Wächtern. Du gehörst nicht zu den Wächtern. Nee, Magie war mir noch nie geheuer. Ich bin Fischer. Ich war schon Fischer, bevor die Magier hier auf der Insel ihre Experimente gestartet haben. Aha, ein Fischer also. Und was fischst du hier oben im Lager? Gar nichts. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Warum müssen wir überhaupt flüstern? Die Wächter wollen nicht, dass ich jemand um Hilfe bitte. Warum? Was ist daran verkehrt? Weil ich die Leute mit meiner Geschichte nur verrückt mache. Das hat zumindest Hartwig gesagt. Was ist dein Problem? Willst du die kurze oder die lange Version hören? Ja, die kurze. Die kurze reicht mir. Okay. Meine Freunde Tokel und Lina bewohnten bis vor kurzem mit mir die Fischerhütte. Eines Tages jedoch zog dichter Nebel auf. Ich meine, so richtig dichter. Also wirklich dicht. Jetzt sag einfach, was Sache ist. Mann, du hast es aber eilig. Also gut. Ich bin hierhin geflohen und weiß nicht, was mit ihnen passiert ist. Jetzt suche ich jemand, der nach ihnen sehen kann. Gibt es sonst noch etwas, das ich über deine Freunde wissen muss? Naja, vielleicht solltest du dich mal auf der kleinen Insel im See umgucken. Vielleicht hat Tokel sich dorthin zurückgezogen. Aber das ist nur eine Vermutung, nichts weiter. Ich kümmere mich um die Sache mit deinen Freunden. Danke. Endlich tut hier mal einer was für mich. Ich denke, du solltest mit der Suche bei der Fischerhütte beginnen. Sei aber vorsichtig. Mit diesen Biestern ist nicht zu spaßen. Tja, wir haben ja nichts anderes zu tun. Okay, also mal das Logbuch abchecken. Das wäre wohl das Reich der Schatten, nicht wahr? Nee, doch nicht. Gehen wir auf Taranis. Einer kam durch. Auf der Karte markieren. So. Ja, nur genau soll es jetzt sein. Da ist der Auftraggeber. Quest-Ziel müsste also irgendwo da unten sein. War also hier hin. So, das ist die Fischerhütte. Von da hier drüben kommen wir da am besten hin. Ah, ja, genau. Hier kann man so. Da war der Weg. Genau, hier war die Abkürzung. Sprich, das war der lange Weg hier. Da war der kurze. Oh, hier gibt es auch noch Dinge zu tun. Oh, hier gibt es noch was. Und dann darüber und dann hier runter. Alter Schwede. Ja, ich glaube, es sind noch ein paar Parts hier. So wie es aussieht, dauert das Ganze noch eine Weile. So, wer bist du? Hey, ich bin Agila. Wenn du was Besonderes brauchst oder ein paar Kristalle loswerden willst, bin ich dein Mann. Hast du ein paar Tipps für mich? Klar. Wenn du Waffen suchst, sprich mit Gordon und Stanley. Und beim Armdrücken und Messerwerfen kannst du dir das nötige Gold verdienen. Ach ja, und wenn du die Chance bekommst, erledige eine Aufgabe für die Magier. Die Belohnungen sind gut. Aber auch beim Saufen lässt sich hier die ein oder andere Münze verdienen. Ich kippe mir meist spät in der Nacht bis zum frühen Morgen ein. Das sieht man. Wie ist das mit dem Messerwerfen? Das ist nur was für Kerle, die eine ruhige Hand haben. Du musst den richtigen Moment abpassen, wenn du das Messer wirfst. Ach ja, falls du einen Gegner brauchst, sieh dich einfach bei der Scheibe um. Sobald jemand an ihr trainiert, kannst du ihn herausfordern. Interessant. Wie läuft das mit dem Armdrücken? Sprich mit Roderich. Es war seine Idee, das einzuführen. Er kann dir die Regeln erklären. Aber sei vorsichtig, wenn du gegen ihn drückst. Er hat keinen Arm, sondern ein Ofenrohr. Bitte was? Handelst du auch mit Informationen? Tja, erst vor kurzem hat mir ein Vögelchen etwas Interessantes gezwitschert. Also, die Magier haben scheinbar einen feinen Vorrat an Kristallen angelegt. Und ein schlaues Kerlchen wie du kann ein paar Kristalle doch sicher gut gebrauchen. Das stimmt allerdings. Was den Kristallvorrat der Magier angeht. Nicht so schnell, mein Freund. Weitere Informationen gibt es nur gegen Gold.
Das war irgendwie zu erwarten. Was hast du davon, wenn ich mir die Kristalle hole? Naja, außer die paar Goldmünzen, die ich für zusätzliche Informationen bekomme, nicht viel. Es ist mir ein persönliches Ding. Hab bei Ihnen mal was mitgehen lassen und wurde erwischt. Der Anschiss sitzt mir heute noch in den Knochen. Deine kleine Diebestour wäre für mich eine Art Genugtuung. Ah ja. Von welchen Magiern sprichst du genau? Nun, man erzählt sich, dass der Alchemist Nergal seine Wertsachen in einer nahegelegenen Truhe ablegt. Außerdem lässt Lumbrock sein Zimmer von einer Wache rund um die Uhr beaufsichtigen. Da hätte er sich auch gleich auf die Stirn schreiben können, dass es bei ihm was zu holen gibt. Der letzte im Bunde ist Meister Faruko, aber dessen Truhe zu knacken ist nicht ganz ohne. Interessant. Wie komme ich an die Truhen der Magier ran? Nun, bei Nergal wirst du kein Problem haben. Der ist so schusselig, der schließt das Ding sicher nicht einmal ab. Lumbrocks Truhe erfordert ein wenig Überredungskunst. Die Zimmerwache ist verflucht hartnäckig. Aber wenn du es schaffst, dass Lumbrock dir einen Auftrag erteilt, um in sein Zimmer zu gelangen. Glückwunsch. Und Faruko? Lass mich mal überlegen. Ich habe mal gehört, dass er einen Schlüssel besitzt. Quetsch ihn einfach mal aus. Alles klar. Ich sehe mir die Sache mit den Kristallen mal an. Ja, wird mal Zeit für eine Inventur bei denen. Ich schätze, deren Unterlagen werden wohl bald einen Fehlbestand ausweisen. Wofür auch? Kannst du mir etwas beibringen? Wenn das Gold stimmt? Oh je. Okay, was haben wir hier alles? Meister die werden. Fingerfertigkeit 20, einfach 20. Oh, so viel Gold. So viel Gold. Das wird zwar geil, aber trotzdem, nee. Was kannst du anbieten? Alles, was du brauchst. Ja, war eigentlich ziemlich viel. Ohrringe muss das sein. Ah, der Kristallenhänger, der wäre noch cool. Einfach geschliffene Kristallen an einer silbernen Kette für 750, Alter. Ja, und sonst eigentlich ja Dinge für die Zukunft da. Feuerring wird noch cool, macht ja auch relativ guten Schaden, aber nee, das momentan noch nichts für uns. Später mal. Die Wäsche ist noch nicht fertig. Komm später wieder. Wäsche? Welche Wäsche? Na, die der Wächter. Irgendwer muss das ja machen. Und das bist dann wohl du. Mein Leben als Kadett habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ja, als Wächter wirfst du mit Feuerbällen nur so um dich, haben sie gesagt. Aber das einzige Feuer, das ich zu sehen bekomme, ist das vom Kochtopf. Ja, immerhin etwas. Okay, du bist also die arme Wurst hier. Ja, ich meine nein. Also jetzt schon, aber später... Ja, große Pläne, ich verstehe. Mann, wenn ich meine Träume nicht mehr hätte, was bleibt mir dann noch? Naja, zumindest deine Wäsche. Na, danke. Erzähl mir mehr über die Wächter. Wir sind sozusagen der lange Arm der Magier. Alle 9 in unseren Reihen beginnen ihren Dienst als einfacher Kadett. Die Jungs, die schon länger dabei sind, werden zu Wächtern berufen. Und über den Wächtern steht nur Magnus, unser General. Alles klar. Interessant zu wissen. Schon mal daran gedacht, abzuhauen? Nee, das will ich auch gar nicht. Irgendwann kommt ein Neuer, der meinen Posten übernehmen wird. Aber für den Moment wäre mir schon geholfen, wenn jemand das Lagerhaus für mich fegen würde. Hey, du bist doch neu. Willst du diese Aufgabe nicht übernehmen? Wieso soll ich für dich putzen? Nein, als Putzkraft wollte ich nicht enden. Ja klar, ich putze hier das Lagerhaus. Wohl kaum. Okay, pass auf. Was hältst du davon, wenn ich dir jemanden suche, der das Lagerhaus für dich fegt? Auch gut. Aber nimm diesen Besen mit. Ohne ein vernünftiges Arbeitsgerät geht's ja nicht. Irgendwie, korrekt. Wo soll ich nach deinem Ersatz für das Lagerhaus suchen? Das wird nicht ganz einfach werden. Von den Wächtern wird sicher niemand machen wollen. Und die Magier zu fragen, würde dich den Kopf kosten. Am einfachsten wäre es wohl, jemanden zu finden, der vor kurzem seine Arbeit verloren hat. Halte einfach die Augen offen. Da habe ich doch irgendwie noch eine Idee. Auf der Karte markieren. Wer könnte das wohl sein?
Was? Größte Putzhilfe? Ah ja, genau, müsste natürlich der gleiche sein. Was ich mir Schaden finde im Spiel ist, dass man nicht mehrere Ziele gleichzeitig anvisieren kann. Ja, seht ihr, kann eben nur einer machen. Das ist doch ein bisschen doof. Halten. Im Haus der Magier müssen wir doch direkt hier sein, war? Yep, das ist eine dort, dann dort. Das waren 3. Scheinbar doch nicht. Okay, doch nur 2. Nun gut, ich würde trotzdem mal sagen, lass einfach mal. Ja, komm, das ist irgendwie wichtiger, war. Lass den mal an. So. Und wir gucken uns weiterhin im Dorf um. Das haben wir eigentlich alles gemacht. Da wir gerade einen Gnome abhauen. Das geht nicht. Was haust du da ab? Was machst du da? Zakir mag Gold. Homi hat Gold? Naja, wieso nicht? Ja, hier hast du 5 Goldmünzen. Zakir will mehr Gold. Homi gehen und bringen mehr Gold. Verdien dir doch dein eigenes Gold. Nee, wenn Homis geben Gold, Zakir zufrieden. Du geben Zakir Gold und Zakir dir was erzählen. Tja, die Frage ist was? Trauen die Wächter euch Gnomen über den Weg? Wächter trauen nur Zaubermännern. Aber Augen von Wächtern sehen hinweg über Gno. So sie nicht sehen, wenn wir machen Geschäfte. Verstehe. Tja, eine Hand wäscht die andere. Wie viele Gnome leben auf Taranis? 5. 5? Kriegt Zakir mehr Gold, wenn er dir sagt, höhere Zahl? Nein, Zakir kriegt gar nichts, weil er nicht rechnen kann. Also gib mir mein Gold zurück. Na gut. Nur 4 halten, dankeschön. Du hast mir nur 4 Goldmünzen wiedergegeben. Da fehlt noch eine. Aber 4 ist viel mehr als 5. Und die Hälfte von... Vergiss es, behalt die Münze. Wie kann man nur so... Du auf dem Boden. Oha. Ja, da kommen wir wieder mal zum Satz zurück. Zum Glück bin ich nicht verheiratet. Homi ist alle verrückt. Homi ist alle verrückt. Homi ist alle verrückt. Ja, sagt der den Hals so strecken kann. Wie ein Kamel, gut. Eine Muschel, yeah! Hat irgendwie zufällig was drin, machen wir später. Weil wir ein bisschen mehr Muscheln haben. Ich fürchte, es waren bereits alle Muscheln hier. Proviant, sehr schön. Was gibt es denn hier drin noch? Servus! Oh. Ist ja eine richtige, richtige Produktion hier drin, wa? Hallo, Kleiner. Palulpo de Paganupsi. Ja, was auch immer. Ne? Du nix verstehen? Gut. Ich nämlich nix Monolithstein. Alle weg. Nix mehr Kasim habe Stein. Du nix hauen, Kumpognom? Ja, schon gut. Ich verstehe schon. Du hast die Steine nicht mehr, schon klar. Jip, jip. Monolithenstein? Ich sollte dem verantwortlichen Magier von dem kleinen Kerl hier erzählen. Ja, solltest du, und die Entwickler sollen vielleicht nochmal beim Patch nachdenken, um gewisse Grafikbugs hier zu beheben. Kannst du mir jetzt auch noch erzählen, von welchen Steinen du sprichst? Steine? Ich doch sage, Kasim nix Steine. Schon gut. Ist mir ja eigentlich auch egal. Jip, jip. Ja, hier schon, mir weniger. Okay, was ist sonst noch hier unten so? Der Abbas. Ein neuer Homi im Lager. Abbas kennt sie alle. Erinnert sich noch gut an die Zeit, als es hier nur Wiesen und Bäume gab. Ja, dann muss es schon ziemlich alt sein. Kennst du viele Geschichten über Taranis? Jep, Homi. Wir Gnome waren vor den Magiern hier. Als die Magier kamen, boten sie uns ein Geschäft an. Sie uns Gold geben und wir arbeiten für sie. Wenn Homi Gold hat, kann Abbas Dingi verkaufen oder Geschichten erzählen. Was ist deine Aufgabe hier? Abbas ist ältester der Gnome, achtet auf sie und sammelt Glitzersteine für Magier. Leider hat Abbas Lami verloren. Er war fleißigster Gnome von allen. Ich werde nach Lami Ausschau halten. Famo, Homi. Lucky, Lucky. Lucky Lucky. Erzähl mir was.
Erzähl mir etwas über euch Gnome. Wir sammeln Dingi auf jeder Eila, auf jeder Insel. Sind immer auf der Suche nach dem schönsten Dingi überhaupt, dem Aurikulki. Warum? Jeder Gnu braucht am Ende sein Aurikulki, um mit Ehre von dieser Welt zu gehen. Das ist unsere Bestimmung. Ja. Ja, das kenne ich noch aus Risen 2 mit Jafar. Wer hat hier was zu sagen? Magnus ist wichtiger, Homie. Sagt allen anderen, was sie tun sollen. Größter Magier ist Zacharias. Aber er ist immer beschäftigt. Leichter zu reden mit anderen Magier. Wenn du willst lernen, geh zu Stanley, Gordon und Hartwig. Und ja, Roderich macht leckere Suppe. Das klingt doch mal lecker. Was hat es mit den Kristallen auf sich? Jip, Homie. Magier wollen Glitzersteine aus Kava, aus den Minen. Gnu helfen dabei. Hier auf Kristallinsel, es gibt viele Kawas. Und weil wir viele Gnu, wir bringen viele Glitzersteine. Die Homies auch brauchen für Bau von große Steinkreis unter Brücke. Steinkreis an der Brücke? Was kannst du verkaufen? Cookie Lucky. Cookie Lucky. Okay, Wurfmesser, ein Proviant haben wir eigentlich alles noch. Der Schmiede haben das wichtigste Handwerkszeug von Schmieden. Nur 100 geht eigentlich noch, wa? Handspiegel eigentlich auch nicht. Nö, aktuell eigentlich nichts, wa? Verkaufen wir eigentlich auch nichts Neues. Ja, ein Muschen hat, muss es erst noch ein bisschen aufknacken. So viel dazu. Was soll das? Nix. Der sah wertvoll aus. Luki Luki. Bei Homie. Okay, der Ausweis soll mal markieren hier, weil ich das Gefühl habe, der ist sicher irgendwo anders auf der Karte. Was? Willst du verarschen? Der... Ja, teilweise weiß ich nicht, ob das Spiel mich überhaupt ernst nehmen will oder eben doch nicht. Fähigkeiten. Ist jetzt das eigentlich mit Nahkampf ist gesteigert worden? Schwert 1 und 3, ach so. Insgesamt 3 kann ich da teilweise machen. Okay, teilweise auch nur 0 von 1. Gibt es auch mehr? Vielleicht Härte? Nö. Schnapsbrenner haben wir bereits. Du kannst im Brennkessel alle Arten von Schnaps herstellen. Cool. So, den Inventar mal ganz kurz. Wo haben wir einen Plunder? Die Muschel. Geht doch. Finde ich auch. Gut. Juppie. Was kannst du verkaufen? Cookie Lucky. Ah, Cookie Lucky, Entschuldigung. Alles klar. Verkaufen hätte ich gerne. Und zwar erst einmal... Wo haben wir es denn? Ja, also irgendwie das hier braucht es scheinbar gar nicht für irgendwie einen Trank oder so etwas. Das hier allerdings schon. Ist doch alles verrückt, Freunde. Alles einfach nur verrückt. Gut, Perle kommt mal weg. Einen hohen Wert. 5 Gold. Nee, behalte ich mal lieber. Warmangels Kristall. Und Wächter machen einen hohen Wert. Okay, verkauf mal für die dann. Gold, also 300 Piraten. Okay, also schauen wir für die Piraten zu verkaufen. Altes Wissen auch nicht. Ja, können wir später verkaufen. Spielt von dem her keine Rolle. So, aber ich noch so etwas. Ne, Magi! Wieso? Hallo? Ich nix machen. Ich nur fleißig ausräumen. Dankeschön. Teleportstein. Auch mitgenommen. Tja, und es ist unglaublich vorhin, aber der Part ist weiter dazu Ende. Nee. Doch. Gehört alles mir, alles gehört mir. Lagerfeuer bringen was. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Das habe ich schon befürchtet. Nee. Okay. Nee, jetzt hier oben noch etwas, weil wie gesagt, wir müssen langsam Part beenden. Vielleicht sehen wir noch etwas Interessantes. Schon verrückt, weil jetzt sind wir schon so viele Parts lang hier auf der Insel, hier im Lager der Magier, trotzdem irgendwie noch nichts erreicht. Das sind ja ständig Diskussionen und alles noch informieren. Ja, das ist eine Serie, kann ich nicht mitnehmen. Schade darum.
Und sonst gibt es hier wohl echt nichts für uns. Tja, gut, Freunde, am nächsten Part geht es hier auf die Suche. Hier am Magierplatz direkt mal, Mal gucken, was wir alles erreichen können. Finden können und vielleicht treffen wir bereits auf die erste Magier. Mal gucken, hier bei Risen 3 Titan Lords geht's dann frisch und munter weiter. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.